Merci, Herr Präsident. Herr Präsident, das Debatt war ursprünglich von der Majorität nicht für Haut geplant, noch nicht für Haut gewollt. Das Recht wie die Opposition insistiert wird, dass das Debatt Haut auf den Ordre du Jour kommt. Das Debatt sollte nicht Haut, mir irgendwo anders sind nächste Woche. Und ich fand es aber normal, dass von Schomburg Sonden ein Referendum organisiert wird, dass man dann düncht es, über das Referendum direkt Konklusionen ziehen. Es kann nicht sein, dass dann nicht soll. In auch 2005 werden 12. Juli eine Debatte über das Referendum, das den 10. Juli stattfand. Die CSV hat gemeint, dass es doch besser wäre, das Debatte zu trennen von der Debatte über den Rapport Artuso und den Rapport Artuso ab nächste Woche zu verlegen, weil man nicht normal von tun und nicht gut von tun. Für die Dignität hauptsächlich vom Rapport Artuso, das sollen die zwei Debatten an einem Tag stattfinden. Das wäre nicht gewollt, das wäre nicht gewünscht, das wird müssen die zwei Sachen haut Sinn. Aber ich meine, weil es gewollt wäre, dass das Debatte über das Referendum so viel wie möglich soll immer gehen. Aber direkt sollten auf den normalen Ordre du Jour übergehen. Ich so an den Leuten, die letzten Sonden nie gestimmt und merci für den Schwa, den Sie geholt haben. Ich meine, dass der richtige Schwa ist so noch den Leuten, die ja gesagt haben, drücken ich mehr Respekt für Argumente aus. Und noch, das wird mir proposiert tun, das ist, und ich nenne es gerne so, ein von der offenen Dir, wo wir auch eine Reihe von ihren Argumenten können. Wenn wir gucken, was geschieht das an den letzten Wochen, an den letzten Monaten, wenn ich just Sondagen analysieren. Und ich schwätze heute von den Propositionen über das Ausländerwahlrecht. Da sehe ich, dass die Evolution von Leuten wollte stimmen. Für 3-4 Monate mit einem ne 44%, einem Jahr 40%. Rückgegangen ist von 44 auf 70% Leute, die Nein gestimmt haben. Wie war das so? An einer richtigen Etappe an den Explikationen und Diskussionen als nämlich gesagt gemerkt gehen, wie wann all die Leute, die wollten nicht stimmen, allmodisch, nicht modern, rechtslastig, verstüpst, ohne Herz wären. So als Deskription gemerkt gehen. So sind die Leute durchgestaltet gehen. Von dem Moment an, wo die Diskussion für 3-4 Monate angefangen hat, wie wir heute das Referendum gestimmt haben, an Alternativen auf den Tisch gekommen sind, wie die Diskussion konnte gefeiert gehen, wie konnte gesagt gehen, dass auch die Nähen nicht eine Stimme wäre, die Leute ohne Herz gingen ausdrücken. Mit dadurch den Nähen könnte Alternative bedeuten. Einer Wehr bedeuten. Also die Löser los, und hat gesagt, an den Sondagen, die ganze Stimmung umgeschlagen und ernst gehen. Das ist auf vielen Emissionen gesagt gehen. CSV, ihr seid isoliert an der Diskussion. Guckt da, all die einer Parteien, einer Jugendorganisation, ich kann mich an die Debatte erinnern, inklusive Weißjugendorganisationen, Gewerkschaften, Société Civile, sämtlich geschriebene Presse, sind einer anderen Meinung. Die sind isoliert. Ich stelle fest, was die Isolation herrscht. An diesem Fall. 80% von den Leuten stehen an demselben isolierten Eck, Hanadais. An Hanad anderen, Hanad den Ideen, Hanad eine Idee vom Nähen. Und ich zähle den auch nicht, ich so da doch noch rein, ich zähle den auch nicht parteipolitisch auf Eis. Das als viel kritisiert gehen. An der Kampagne, die wir gemacht haben. Der Staatsminister hat sich schockiert gewesen über die Kampagne, die wir gemacht hätten. Und er hat gesagt, wir gingen mit der Kampagne Angst suscitieren. Und oft expliziert, dass wir an der Kampagne nicht wollten, ja nein als Partei suchen, weil wir wollten als argumentiert weisen, weil wir wollten informieren, weil wir wollten die Leute so für was wir nicht suchen. Wir haben nicht mit der Angst gespielt. Und ich war schockiert über der weiß, wie probiert ging das zu bauen. Weil ich so nicht, hätte mir wollen, mit der Angst spielen, hätte man ganz ähnlich Argumente abgebracht. Argumente, die wir oft an den Versammlungen gehört tun. Argumente, die als nur gelöst gesehen. Wir haben von denen Argumenten, die man hätte kennenbringen. Kein Bursch. Wir haben probiert, eine Kampagne zu machen, die an sich nicht polemisch war,
die argumentativ war an die Proppe. Ich hätte können antworten, ob alles das, was ich an den Zeitungen gelesen habe. Ich hätte können antworten, ob alles das, was man gesagt hat. Ich habe probiert, die ganzen Zeiten eng ordentlich an eng argumentativ Kampagne zu machen. Das Regierung hat dieses Referendum gewollt. Wir haben, wie die Idee abkommt, klar gesagt, dass man das keine gute Idee fanden, dass man lieber einen anderen Weg hätten, für die Heidiskussionen zu führen. Das Majorität hat Frohen herausgesicht. Und sie hat Frohe formuliert. Wie die Frohen da waren, haben wir klar und deutlich gesagt, passt auf, wer da macht. Passt auf, wer da macht. Weil dir gibt mit der heier Diskussion sämtliche Populisten, Xenophoben und Rassisten, die es wollen, güldene Plateau eine Diskussion zu erwehren. Die Spaltheit an der Gesellschaft. Die wollt die Leute vom Jo überzeugen, weil der wollt, und dazu nicht klar und deutlich, an ihrer politischen Überlegungen, an die Hude doch geholt, weil der wollt CSV an den Eck drücken, an umgehen. Dafür hat dieses Referendum gemacht. Der Premier hat gesagt, hier gegen die Leute wollen einen Spiegel für ein Gesicht halten. Die Leute haben den Premier an einer unerwährt präziser, an deutlicher Antwort, mit einem extrem hohen Nein, dem Premier den Spiegel selber für und dann gehangen. Und lo steht dieser Premier an dieser Majorität für einen Kopf von Schiebeln. Für einen Kopf von Schiebeln. Und ich bin nicht froh drüber. Ich bin wirklich nicht froh drüber. Weil was tun wir heute deklanchiert? Auf was für einer Situation sind wir heute? Hier ist eine Diskussion deklanchiert sind, die schlecht für das Land war. Schlecht für das Land war. Dass viel Streit deklanchiert ging. Viel unnötig Reibereien am Land. Viel Spannungen sind hier deklanchiert gehen. Heimat als Land gespalten gehen. Aber wenn der Sondage guckt, so und Leid genau dasselbe, erspielen sie genau dasselbe. Und ich so nicht hauptsächlich besändigt, was mich wirklich auch persönlich blessiert. Hier sind nicht nur das Land gespalten gehen, hier sind auch Spannungen zwischen den Kommunitäten, zwischen Letzebäuer und Nicht-Letzebäuer auf hier gerufen gehen. Suspicionen, Reprochen. Und ich kenne die Kommunität und ich weiß, was sie denken, und was sie fühlen. Das war schlecht. Unnötig. Und für die Leute, die so, und das wäre nicht vor, guckt ein Kehr, was wandert, liest, was an den Zeitungen von verschiedenen Kommunitäten stehen. Die letzte 4 rauskommen, das Referendum provoque des tensions entre Luxembourgeois et étrangers. Seiten, die beschrieben. Es wird so gespielt. Das hätte man an diesem Land nicht nötig. Für das so zu machen. Nicht nötig. Die hat im Land am Ausland geschult. Ich gehe davon aus, dass als Ambassade muss eine Explikationen geben von dem, was geschieht ist. Da guckt auch was an der ausländischen Presse ist. Gucken wir, was da gesagt wird. Die hat ihre Kredibilität, Herr Premier, ihre Kredibilität am Ausland geschult. Und die hat, Herr Premier, ihre Kredibilität hauptsächlich am Inland geschult. Zu Lützeburg. Die sieht durch die Antworten, die der Krut, durch die Antworten, die der Krut geschwächt gehen an der Politik. Und ich freue mich an den nächsten Wochen, an den nächsten Monaten. Ich freue mich, wie die Politik, die Reformen, die ausstehen, die müssen für das Land gemerkt gehen, wie danach die Kredibilität und die Autorität können tun, für an den nächsten Wochen die Reformen durchzusetzen. Ich freue mich dort. Und das Land an den nächsten Monaten braucht Reformen. Und das gibt so nicht eine verlorene Zeit, die wir an den nächsten Monaten, Jahren an diesem Land werden erleben. Die hat gesagt, das wäre eine Flottdiskussion gewesen, der Referendum. Gegen Logik für über Politik schwätzen, daheim, aber wo auch immer. Ich so nicht, das wäre für mich keine Flottdiskussion. Keine Flottdiskussion. Weil ich so nicht, es sind auf denen verschiedenste Plätzen ugerempelt ging. Auch als Kollegen auch auf die einer Seite als Rassist, Xenophob, wenn es Ideen, auf die andere Seite, wenn man gesagt kriegt, ihr geht viel zu viel weit
mit deren Propositionen, ob nicht immer ganz gut erweisen. Hätte ich gerne können darauf verzichten, an mir alle gut auf die Sachen do verzichten. Die Krut da ja auch eine Reihe. Nicht, die hat selber beschrieben, wir kann so eine Reihe Drohungen gemacht. Wir haben an diesem Land eine Chance von einer rechtsextremer Partei gesehen an der letzter Zeit. Da das alles nicht gewollt. Ich weiß auch nicht, was daraus geht. Mit das einfach an denen do Woche geschieht, an einem Klima, den nicht gut ist. Du kannst nicht immer bravo sagen. Für das do. Bravo für das do. Das Klima hätte man an diesem Land nicht gebraucht. Wir hätten ihn nicht gebraucht. Die hat einen Griff abgemacht. An Losoda, es wäre nicht geschieht. Losoda, es wäre nicht geschieht. Wir hatten heute kein Flotte-Referendum, wir hatten heute keine Flottdiskussion, wir hatten ein unnötiges Referendum, wo Schuld an der Gesellschaft, wo Schuld zwischen den Kommunitäten. Und die so einfach, das war Flott, lo gehen wir alors du jour. So möchte ich keine Politik. Die hat alles gesagt, gefragt, für Referendum, wann es ja geht. Wir sollten uns ohne Diskussion 180 Grad drehen, das wird man seit Jahren so, das wird man seit Programmen schreiben, das wird man als Wähler versprochen. Einfach umdrehen, also und das ist lo nicht. Du hast nicht gesagt gehen. Aber was zu dir? On passe à l'ordre du jour. Nächstes Sujet. Das wäre es. Das ist kein Erderweis für Politik zu machen. Das, was ich lo beschrieben habe, der Spiegel, den die Letzteburger ich gewiesen haben. Und ich sage nicht ganz klar, dir seid responsabel für das Bild. Ich freue mich, und ich habe das schon gesagt, ich freue mich gut nicht. Ich habe nicht für ein Referendum gefragt, der Premier soll sein Posten, seine Zukunft, da mal doch abspielen. Ich habe das nicht gefragt, und ich freue nicht auch lo nicht. Ich sage nicht just für dem Bild da, für dem Kopfschiebeln, was da halt provoziert wird, für dem Kopfschiebeln, den der gemerkt hat, soll dir Konklusionen ziehen, muss dir responsabel sein, an der Responsabilität holen. Das noch nie eine Regierung gehen, die so an einem Referendum desavouiert gehen als wie dir. Noch nie. Also so eine Regierung. Das noch nie eine Regierung gehen, die so wenig gespürt hat, für das Gefühl von dem, was die Leute da draußen denken. Und ich so nicht, wenn ich an ihrer Platz wäre, bei einem Referendum, wo 80% von den Leuten mit Nee gestimmt haben. Und die Diskussion haben sie über die Ideen aufgestimmt. Und über die Frauen, die sie gestaltet haben. Oder haben sie aufgestimmt über die Regierung. An Kontinuität von der Regierung. Das ist mir am Anfang egal. Wird das eins sein, und wird auch wenig der Danner sein. Wie auch immer, Zölle von der Manier aus. Das ist mir egal. Ich so just ganz klar, dass ich mengen, dass der Premier, aber nicht Premier wir, aber wenn ich an ihrer Platz wäre, Herr Böttel, mit 80% aufgestuft gehen von der Bevölkerung, da weiß ich, was ich gemacht hätte, da weiß ich, was ich zu machen hätte, weil die Responsabilität, ob sie mit dem Resultat nach Fülle weiter an den nächsten Moment Politik machen, da wo wir Decisionen brauchen, ich meine, das geht extrem schwer für euch und ich hätte das Gefühl, für meine Responsabilität bei so einem Resultat ganz klar zu holen. Wie geht es noch weiter? Ich sage, dass durch das Referendum die Probleme, die wir haben, am Jahrhundert eine Reihe, und stellen sich eine Reihe Fragen, dass die Probleme auch sicher nicht gelöst sind. Die Probleme sind nicht gelöst. Ich sage nicht just, dass sie mit diesem Resultat und mit der Diskussion, die wir hatten, viel mehr schwer zu lesen werden sind an den nächsten Wochen damit. Viel mehr schwer, weil wir ein Klima geschafft haben, was nicht gut ist für die Lesungsfindung. Was nicht gut ist für die Lesungsfindung. Und dafür sind wir responsabel. Was einzig geschieht ist, das ist die Antworten von der Majorität klar und deutlich refusiert gesehen, und dass es wesentlich mehr schwer ist, Probleme zu lösen und andere Lösungen umzusetzen. Ob die erste Frage von den 16 Jahren Wahlrecht und vom Interessen von den Jugendlichen und der Politik sind eine Reihe anderer Propositionen gemacht. Ich meine, da muss drüber geschafft gehen.
mir hund Möglichkeit an der Schulen mehr über Politik zu schwätzen. Wir sollen gucken, dass wir die Möglichkeiten umgesetzt kriegen an den nächsten Wochen. Wir sollen nun diese Programme schaffen. Wir sollen als Idee gehen, für als Jugendliche mehr und Politik runterzusehen. Wir sollen noch an die Gemengen gucken, dass wir die Erfahrungen machen. Die obligatorischen Kommissionen, Gemengerei, Parlament, Lachkonsultationen beim Civicol müssen da gefolgt gehen. Ein großes Erbicht steht bevor. Die muss gemacht gehen. Es gibt ja, für es zu machen. Was ministerisch Mandat geht, da so nicht ganz klar für meine Partei, dass wir nicht wollen, an der nächsten Zeit verzichten auf Experienz von Politikern, die wissen, wie es geht, die wissen, wie politische Dossier führen zu bringen sind. Also die Schuld wird darauf zu verzichten, und dass wir nicht wollen tun, ob die Idee, ob irgendeiner weiß, anzugehen. Wenn ihr das aber wollt, machen, dann werden wir drauf, für zu gucken, was die an ihrer eigenen Partei macht. Was für Konsequenzen die daraus zieht. Weil das nicht, weil die Leute ihr Schnee so tun, das nicht obligatorisch an das Gesetz anzuführen. Wenn ihr euch selber seriös holt, wo dann nicht mit der eigenen Konsequenzen daraus ziehen. Wir werden drauf. Für einfach zu wissen, wie seriös das selber eine Idee fand, aber wie seriös das selber ihr schuld, werden wir drauf, was an den nächsten Wochen, an den nächsten Monaten bei euch, an den Parteien, mit deren Decisionen geschieht. Da gucken wir, wie seriös das ist. Was den letzten Punkt angeht, den über das Ausländerwahlrecht, liegen eine Reihe Alternativen dich. Wir mengen, die Kommission soll so schnell wie möglich darüber schwätzen. Wenn wir mengen, dass den auch bei der ausländischen Communität muss klar und deutlich sagen, wer den möchte, und dass den nicht stehen bleibt. Ich so nicht just, ich bin, und das hat mich auch Hose gemacht, ich bin nur gefragt gehen von Journalisten und von anderen Leuten, die haben eine Proposition auf den Tisch gelöscht, Proposition de loi auf den Tisch gelöscht, lo hat ja gewonnen, wenn er Gänsefüßer schert, sind nicht Mengtermen. Zieht er die dann noch Träger, steht er nach immer Hand drin. So nicht ich, für was hält er mich? Für was halten die Leute Eis? Wir haben eine Proposition gemacht, weil wir ohne Weg leben von Partizipation von Nicht-Lützebäuer, weil wir mengen, dass wir alle Erfahrungen müssen machen, für die Lützebäuer, für Nicht-Lützebäuer als Gesellschaft heranzukriegen, dass wir alle Erfahrungen müssen machen, dass an diesem Land das gemeinsam leben, was wir an den letzten 30, 40 Jahren gut mit mir gefolgt sind. Ich weiß auch, dass Probleme da wären. Aber wenn ich gucke, wer am Ausland alt las ist, da so nicht, dass wir zu Lützeburg gemeinsam gut gelebt tun. Gut gelebt tun. Also ich fand, dass das Referendum dafür als Problem vorstellt. Ich fand, dass wir müssen alles machen. Für das gemeinsam Leben an den nächsten Wochen, an den nächsten Monaten, an den nächsten Jahren, um so zu garantieren, dass wir gemeinsam die Zukunft können assurieren, gemeinsam als Land aufbauen, gemeinsam als Zukunft aufbauen. Weil ich das wesentlich fand, dazu machen. Und ich hoffe, an einem verschwerten Klima, dass wir das fertig bringen. Ich hoffe, dass wir das fertig bringen, für das gemeinsam zu machen. Auf jeden Fall so nicht ich am Namen von meiner Partei, dass wir bereit sind, wollen, selbstverständlich auf die Gemeinschaften zugehen, selbstverständlich Diskussionen führen, selbstverständlich eist dazu beitragen, für die Kohäsion in unserer Gesellschaft, die Kohärenz in unserer Gesellschaft, die Zukunft in unserer Gesellschaft auch so gut wie möglich aufzugarantieren. Ich will aufschließen, weil ich nicht mehr will über diesen Sujet sagen, weil ich nicht mehr lang darüber schwätzen, will ich dem Premierminister sagen, dass hier und dem Referendum heute eine große Responsabilität tut. Eine ganz große Responsabilität. Und hier muss man die Responsabilität aufgehen. Das Referendum hat unserem Land gut getan. Das Referendum hat Klima an unserem Land wesentlich mehr schwer gemacht. Damit muss der Premier, damit muss die Regierung leben. Und damit muss hier wissen, was für Konsequenzen daraus auch hier will ziehen. Wenn nicht fair, weiß ich genau, was ich zu machen habe. So nicht, merci.